Die Chinesisch-Kommunistische Partei verdrängt zunehmend das vom Islam geprägte Stadtbild in Hoten, Kaschgar und weiteren Orten in Ostturkestan. Im Rahmen der rigorosen Assimilationspolitik der chinesischen Regierung werden Moscheen und Metzgereien, welche nach Halal-Standards agieren, völlig willkürlich geschlossen. Selbst Buchhandlungen mit primär muslimischer Literatur werden ohne weiteres zur Schließung gezwungen. Dass die chinesische Regierung völlig willkürlich sowohl Uiguren als auch Kasachen, die in Ostturkestan eine Minderheit darstellen, in Internierungslager deportiert, ist in der Weltöffentlichkeit trotz Chinas gegenteiliger Beteuerungen unbestritten. Internationale Medien berichten nun, wie selbst türkische Staatsbürger in chinesischen Konzentrationslagern inhaftiert werden. Die Republikanische Volkspartei des türkischen Parlaments fragte den Außenminister Çavuşoğlu an, ob er sich zu dem Verbleib der in China verschwundenen Türken äußern könnte. Der Mord an dem regimekritischen Journalisten Khashoggi in einem Istanbuler Konsulat belastet weiterhin die Beziehungen zwischen der Türkei und Saudi-Arabien. Behörden nehmen nun 2 angeblich arabische Spione in Gewahrsam, die laut TAT gestanden hätten, für die Vereinigten Arabischen Emirate in der Türkei Araber ausspioniert zu haben. Eine Verbindung zu der Tat wird geprüft. Der Iran hat in verschiedenen Ländern etwa 290 CIA-Spione ermittelt, was den US-amerikanischen Geheimdienst dazu drängt, ein Komitee zur Bewertung und Aufarbeitung des Geschehens entstehen zu lassen. Doch nicht nur die CIA ist von Irans Untersuchungen betroffen. Auch der britische MI6 soll eine Spionageabwehr durch den Iran erfahren. Sämtliche Außenminister der Arabischen Liga kamen vergangenen Sonntag in Kairo zusammen, um eingehend über den sogenannten Jahrhundertplan der USA zu beraten. Der libanesischen Zeitung Al-Jumhuriyya zufolge bildet ein Landtausch zwischen Ägypten, Israel und den palästinensischen Gebieten das Kernstück des amerikanischen Vermittlungsplans.